Good morning. Freut ihr, dass ihr hier seid? That's good. Ik ook. Wir wollen vandaag unsere Botschaften aufschließen von ersten 11 Kapitel in unserer Bibel. Predigen ist ein interessantes Ding. Einmal, wenn ich habe für lange Zeit immer geplant, um diese 11 Kapitel zu reden. Und nu word ik 3 check, nu is het mes even, ik check 3, nu wat heb ik gezegd, er wonen Richtung is het gegaan, en dat is een beetje anders geworden, als ik me dacht dat would. Maar dat is wat de Heilige Geest deed. Eenmaal leert hij ons, eenmaal hebben we een plan van wat we willen zijn, of wat ik wil predigen, of vielleicht doet het ook zo. Maar dat is een klein beetje andere richting gegaan, en dat is ganz okay. Gott moet de vrijheid haben, om ons leiden. Wenn wir in de eerste 11 Kapitel von uns Bibel, dort ligt den Grund für rein, all das Ewige, dort ligt den Grund nicht bloß für die Bibel, aber für die ganze Geschichte von der Menschheit. Und das will ich wohl anreden. Wenn wir leben in einer Welt, wo du nicht mehr ein Grund ist. Und ich befragt einmal an die jungen Menschen, meine Großkinder, die Kinder, was für ein Grund wollen die haben? Wenn wir leben in einer Welt von Internet und von alle Lieder, du kannst rein alles, 100% alles watchen online. Jeder Lied, jeder Ehrliche, jeder Wort, jeder Lees, das ist alles da. Und so was für ein Grund, wo wir haben, das ist einmal die Frau. Und so hier in den ersten 11 Kapitel, da haben wir den Anfang, oder da haben wir den Grund für die Schöpfung. Und das ist ein Ding, was in der Welt von der, das ist alles bloß entwickelt, so das ist ein Ding, was da dreht. Wir haben den Grund für die Menschheit, dass wir sind in Gott sein Ebenbild gebaut und das Leben in dieser Welt ist bildig von der. Angeborene Leben ist bildig und was dort gemerkt, Hanen, Trei und so, das sind Dinge, was da drehen. Die ersten 11 Kapitel ist auch der Grund für Sinn, das ist der Grund für den Teufel, das ist der Grund für von Gott weichgehen und raten. Wir haben Feuergeschichten in der ersten 11 Kapitel. Feuergeschichten von Gott weichgehen und 3 Geschichten von Radung. Die erste Geschichte von weichgehen, das ist der Teufel selbst. Und dort beschreibt nicht so in diese 11 Kapitel, aber das ist klar, das ist ein Feind. Und dann ist die Frau, wo kommt der her? Und dann andere Schrift steht in der Schrift, was ein bisschen noch handelt, aber das ist vielleicht das Thema, was das wenigste klar ist. Und wo vielleicht viele verschiedene Meinungen über sind im Christentum. Und so kann ich eine Idee über dort wollen, da finde ich auch nicht drüber nennen. Aber wir haben durch die Geschichte von Adam und Eva, wo sie auffallen im Garten sozusagen, sie mussten da rühren, sie gingen sinnen. Und in der zweiten Generation von der Menschheit schlug allein Bruder den anderen dort. Ich weiß nicht, wie wir gedacht haben, aber Menschen, die wie weit auf die Erde wären, in 1. Mose Kapitel Feuer schlägt, wird all 1/4 von der Menschheit totgekillt. Und das ist die Geschichte von dieser Welt. Das ist noch einmal so. Dann haben wir die Geschichte von der Sintflut von 1. Mose 6, wo wo dann die Vermischung wird zwischen der beise jästliche Sod und der Menschensod, und Gott muss die Menschheit bloß einfach von der Welt raufspeilen, sozusagen. Aber dann, das 4. haben wir die Geschichte von den Tarn dort in Babel. Und das wo von der wir ein bisschen von reden. Ich hatte diese Botschaft genannt, Einigkeit ohne Gott. Weil die Einigkeit ist kraftvoll. Einigkeit ist immer kraftvoll. Aber da meine ich immer, dass die Einigkeit für das rechte Ding ist. Ein Ding, was uns wichtig ist, als Church, ist, wir wollen uns einig sein. Wir wollen Einigkeit haben. Aber wir müssen danach klar merken, dass die Einigkeit ist für Gott. Wenn wir können uns einig sein von so einem bösen Ding. Und das ist, was der Feind will. Der will die Welt auch einig merken, aber gegen Gott. Und so Einigkeit ohne Gott garantiert nicht, dass er was Gutes ist, oder dass er was Jässel ist. Einigkeit in sich selbst, meine ich, ist nicht die Garantie. Alles, was das meint, dass das eine große Herde Menschen, die taub geht in eine gewisse Richtung. In die Richtung kann sehr arg sein. Und so von der werden wir checken noch Babel.
Babel ist der Grund für alle falsche Religion. Weil hier ist ein bisschen mehr als bloß ein Tarn. Das ist ein bisschen mehr als bloß, dass da waren Sprachen gegeben und die Menschen verspreiten sich. Hier ist ein jährlicher Krieg dahinter. Ich habe in Vierten gesagt, aber wenn es mehr mal, dass unsere Bibel, oder die Geschichte von Gott sozusagen, oder unsere Bibel, dort ist ein Chinese Buch. Und ich meine, dort ist, dass von Gott an wieder, ist du ein Kampf, du hast einen Krieg zwischen Gott und die Jätter. Und wenn ich sage Jätter, dann meine ich den Teufel mit seinen Seed. Ich meine nicht, dass Steine oder Held und die Dinge oder so was, aber du hängst, du hast eine geistliche Macht. Und das Krieg ist nicht bloß geistlich, das ist auch physisch. Durch das ganze Alte Testament, ich wollte ein bisschen mal davon reden, aber auch von der noch war, wir sind in Krieg, unsere ganze Welt ist in Krieg. Wir sind meist die einzigen Menschen in der Welt, die nicht in Krieg sind. Ich weiß nicht, ob du noch mal überdenken. Aber eben hier bei uns ist Krieg, wenn wir da vielleicht nicht direkt so mit verwickelt sind. Aber hier in Babel, dort ist der Anfang von aller Religion. Ich denke einmal an uns Volk. 500 Jahre Mennoniten auf dieser Welt. Wir sind ein schrecklich kluges Volk. Wir haben meist irgendwas bringen wir vor dich. Und von Europa sind wir wieder getrocknet. Wir wandern nach einem Raum in der Welt. Erst nach Russland, Ukraine, von der aus ist Ukraine, aber das wäre Russland. Dann nach Kanada, und Staaten, in Mexiko, Südamerika, und von der wohnen wir meist über die ganze Welt. Und das Interessante, denke ich, ist, dass halt sich mestlich, wo wir handtragen, wir waren wohlhabende Lied. Nicht die erste Generation, aber die zweite und die dritte. Und so ist es hier in Mexiko. Und so, wir können so viel tun, wir können große Dinge abweilen. Wir haben hier eine große Kirche, für die Welt vielleicht nicht so groß, aber in unserer Gegend eine große Kirche. Eine große Einigkeit, und wir können alle Hand tun, und große Gebiete bauen. Die Frau ist, für wem? Und so, ich will Ihnen das lesen, horch nur die wieder. Und ich wollte ein bisschen betonen, dass bloß das die weiten, von was ich rede. In 1. Mose 11. Zu einer Zeit hatten sie auf der ganzen Erde bloß eine Sprache und all dieselbe Werte. Da denke ich einmal so, Mensch, wir dort nicht Fan sein. Und wir alle dieselbe Sprache hatten. Dann können wir mal rumreisen in der Welt. In 2006, dann wir uns als zu sehen, den Ungerechten in Ukraine. Zu der Zeit, die Englisch Ungerechten, so ich fuhr mal nach Ukraine und da reden sie ruhig. Und ich kann ein bisschen werden, so dann versuchen wir uns zu bereden, wenn wir hatten, ich hatte von hier einen Tourguide angenommen, und ich will die Gortitzer Kolonie durchgehen, wo unsere Deutschen mal gewohnt haben, wenn dort weg von kommen. Und so, ich kann so viel ruhig ein bisschen vertalen, wir hatten über dem eine Bus gefunden, was die Richtung fuhr, und dann würden wir da hinfahren. Und so, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Aber dann flogen wir nach Rom von Ukraine, und dann lohnen wir ich glaube in Switzerland, in eins von den Ländern in Europa, da lohnen wir, und da in der Airport wie Hochdeutsch. Aber ich kann ja Hochdeutsch, ich sehe auch klug, und so, ich kann verstehen, was da wird bekannt gemerkt und so weiter. Und dann kommen wir nach Rom, dann wird es Italienisch, aber das lecken sich so sehr mit Spanisch, dass die Sans, können wir messen mal lesen, anweiten, was die meinen. Wenn der ist vertalt, das wie eine andere Geschichte, aber das lesen. Aber so reisen wir in der Welt rum. Some von uns in der Welt rumgereist, und da sind Hunderttausende Sprachen, alle Hunde Sprachen. Stellt dir mal vor, wenn wir Menschen alle eine Sprache reden, wo schrecklich viel wird, wir nicht anreiten können, wenn uns alle verstehen können. Weißt du, was wir würden tun? Wir würden diese Welt in einem Monat ganz destroyen. Und so Menschen verstehen, als einmal ein gutes Ding. Uneinigkeit ist einmal ein gutes Ding. Na, das soll ihr nicht auch verstehen. Aber da wir nicht alle das solche Ding kennen und verstehen, dann reden sie wieder, das ist ein gutes Ding in dieser Welt, was von Sinn dreht. Und so hat es Gott getan. So, noch einmal, als die Menschen von außen wieder trocken, kamen sie nur ein großer Stab in die Gegend von Shinar. Da siedeln sie an. Und sie sehen zueinander, nicht horch, was sie sagen. Nur einmal an der Arbeit, weil wir uns
Dat is de zaad wat ik wil gaan je aan hören. Weil wir uns Teilen merken en de goud hart brengen. Ze hadden dan Teilen van steen en Pack en cement. Een Pack van cement. En ze zeiden nog eenmaal aan de arbeid, weil wir uns eine Stadt bauen, en ein Turm, der über dem Himmel reicht, weil wir uns ein Nu merken, dat wir nicht auf der ganzen Erde verstreut worden. Und der Herr kam auf und besagt sich die Stadt und den Turm, den die Menschen sich bieten. Und ihr hört, was Gott sagt. Und der Herr sagt, nicht checkt, dass das alles einfällt und die reden alle eine Sprache. Das ist noch mal der Anfang von dort, was sie alle tun können. Noch mal der Anfang von dort, was sie tun wollen. Bald wollen sie alles tun können, was dann befällt. Und das ist, was ich meine. Wenn wir alle eine Sprache, den alle Charakter solche Dinge verstehen, können sie wieder. Wir werden alles destroyen in einem Monat. Weil wir einmal raufgehen und an der Sprache verstehen, sodass sie nicht einer den anderen verstehen kann. Und so verstreut die Haare über die ganze Erde. Und sie hier nach mit der Stadt bauen. Die Stadt wird Babel genannt, weil es die Haare durch ihre Sprache verstehen. Und von dort verstreut die Haare über die ganze Welt. Hier ist Einigkeit, weil wir uns mal in das Land ansiedeln. Weil wir uns mal eine neue Kolonie merken. Weil wir uns mal ein großes Geschäft bauen. Weil wir uns mal eine größere Kirche bauen. Weil wir uns mal dit und dort und jant und weil wir uns mal. Das ist der Trouble. Der Trouble ist nicht so schaffen, der Trouble ist nicht viel haben, der Trouble ist nicht große Geschäfte bauen, große Kirchen. Aber die Frau ist, für wen? Wir leben hier 80 Jahre, weil wir uns tun für 80 Jahre und dann verloren gehen. Ist das really, was wir wollen? Eine Sprache, eine Vision, ein Zweig. Und Gott sagt, das ist nochmal der Anfang von was sie wollen tun. Die Kraft von Einigkeit ist unmenschlich so groß. Und das ist eine gute Sicht auch so. Wenn ich denke, und wir sind eine Kirche von 1400, 1500 Menschen, und so, wenn wir uns einig sind, und wir wollen uns plötzlich Volk für Jesus reden, liegt das nichts, was uns konträr nichts. Wo die Trouble nennt, kommt das, wenn wir uns wollen, was wir. Und so das, was hier in Babel passiert. Na, das ist sehr interessant, wenn wir diese Geschichte lesen, dass hier in Babel, dort verstreut Gott die Völker. Und dann fuhrt in das nächste Kapitel, und ich will ein bisschen Luther ein Vers lesen für das, aber fuhrt in das nächste Kapitel, da raubt Gott sich Abraham. So, nun habe ich diese zwei Seiten, das wo ich einmal von rede, von das Krieg. Und so die Völker, die da in Getta, das wird hier in Babel, das ist really das Kapitel, das ist really das Thema von Babel. Falsche Religion, falsche Jetta. Wir wollen uns selbst in Gott merken, wir wollen uns selbst was bauen. Das ist das Thema von Babel und dort geht eine Rüte in der Welt, man. Und von mangt das oft jetterische Volk, von mangt die Völker, was sich nur selbst in Gott merken, durch Gott Abraham. Und von Abraham ein Volk. Und er lehrt das Volk den wahren Gott. Von hier wieder ist dort die Geschichte in das Alte Testament. Aber weißt du, was da passiert ist, dass du erst von hier wieder, hast du einen Krieg zwischen den Völkern in Israel. Der Krieg jetzt noch einmal an. Aber nicht bloß dort. Du hast einen Krieg zwischen Gott und den Jätter. Und der Geschichte jetzt noch einmal an. Und wenn wir unsere Bibel vor dich lesen, und wir kommen bei der Offenbarung, und wir kommen bei den größten Krieg, und allerhand von jährlichen Tieren, und jährliche Dinge, was da passieren, allerhand, was wir nicht verstehen können, das ist der Eng von des Krieg, aber der fängt in Babel besonders an. Und wir fangen in Gott eigen an, aber hier in Babel haben wir das vorige Bild von den Völkern und den Jätter, von Gott sein Volk und den Teufel sein Volk. Und der Krieg, der jetzt noch einmal an. Und der Teufel will noch einmal, mir und die, dass wir uns selbst wollen, was wir. Einigkeit ohne Gott.
Und so das Idee, weil wir uns nur merken, dort redt in der Menschheit, dort redt in uns, dort ist unsere Versuchung. Ich fange schon zu vertellen von Ukraine, was mir sehr, sehr interessant wäre und was mich sehr beeindruckend hat, und noch einmal das, wenn ich daran denke, das ist, dass wir reisen durch in der Gortitzer Kolonieraum, wo ich von komme, und die meisten von ihnen kommen von dort, Lorna kommt von Malatschen, das wollen sie anders ist. Das wollen sie besser ist. Aber sie redet anders Deutsch, wenn die einmal waren mit Harchen von Morgen, Korken, Heinerflocken, so eine Dinge. Aber wir kommen von Gortitz. Und wir reisen darum. Und da standen noch some Gebiete, große Fabriken, wo dann die Deutschen damals gehabt haben, und Darpa, was sie angesiedelt hatten, das ging immer an den Gevel von den Häusern zu sein, wo die Häuser wie gebaut hatten. Wenn wir dann ein bisschen anders bauen als der andere Part von der Welt. Und so die Dinge sind da. Aber weißt du, was da passiert? Wir trocken da von Europa an, von den Niederländern, von Polen und die Gegend. Und dann waren wir gewöhnlich sehr wohlhabend in Russland. Russland wird das Brotkorb von der Welt, wird es genannt. Und uns haben wir nicht so falsch Funk an eine Art Wert zu wassen, was die Welt fördern hat. Aber mit das Taub, und nicht alles, und ihr sollt nicht so denken, dass das für alle wir, aber für viele von euch, bietet wir uns ein Brotkorb. Weet je wat met dat passiert? Dat vervallen in een middag. Ik meine nicht literally in een middag, aber in der sehr kurzen Zeit. Und als wir da rumreisen, wir bechecken diese Gebiete an, wurden nur schwer. Some von denen verfallen, some wir vielleicht ganz sass wird. Menschen wohnen da was nicht, und wenn sie nicht kennen, oder andere Sprache nicht reden, da wir alle verfallen. Und dann kam ich nach Mexiko. Und verlängst das Korridor, wir schaffen schrecklich sein, wir haben große Fabriken und große Häuser, wie das ist kein eng von was wir können tun, falls so, wenn wir schaffen eine Einigkeit, gewisse Menschen, aber wir können große Dinge tun. Und dann dachte ich bei mir also, könnte es sein, dass meine Urgroßeltern, die in Mexiko kommen, haben die Manitoba-Kolonie touren, wo die Deutschen mal gewohnt haben. Wenn es alle verfallen. Weet je, Lied, ons schrakelt schaffen, onze grote Kirche, onze grote Fabriken, ons Säuer schaffen, und können ein Nummer topkloppen. Das ist, was in der Ukraine passiert. Weil wir uns in Nu merken. Na, wir wollen uns einig sein als Kirche. Und ich glaube, wir sind uns einig als Kirche. Und das sind große Dinge, die wir können tun. Aber wir wollen nicht Einigkeit ohne Gott. Wir wollen Einigkeit mit Gott. Wir wollen Einigkeit ohne Arm. Und so hier in Babel. Und weißt du, wenn Gott sein Volk sich selbst zu Namen wird, dann passieren da gewisse Dinge. Und erst, dass Gott seine Mission, das Wort uns Werk. Aber Gott seine Arbeit wird unsere Arbeit. Gott seine Kraft wird unsere Kraft. Sozusagen, wie ihnen uns dort tun. Und nu ist es für uns, wenn wir so klug sind, wir sind so groß und wir haben das alle getan. Weil wir uns einen Namen bauen, weil wir uns einen Tarn bauen, weil wir uns eine Kirche oder eine Stadt bauen oder ein whatever. Und so in Babel, sie wollen Sicherheit haben, sie wollen Anerkennung haben, sie wollen was haben, was wird bleiben. Weißt du, der Tarn dort in Babel, ich sehe nicht das Fesen, aber ich will noch einmal sagen, dort wir nicht bloß ein Tarn, dort wir eine Anbetungsstätte. Und was die Menschen sich sehen, ist, wir wollen hier einen Tarn bauen mit uns Gott, uns selbstgemerkter Gott. Und hier wollen die Menschen immer wieder taub kommen, zum das Gott anbeten. Und dort wird uns einhauen aus dem Volk, da wird uns taub hauen. Das ist, was wir wollen. Und das wollen wir hier sind und sind auch smart, wenn wir wollen uns taub haben, wir wollen uns vereinigen, wir wollen taub sein, aber weil wir Sachen merken, da wir nicht genommen von uns selbst. Und so was dann passiert ist, dass jetzt von Gott sein Dienst nur uns Dienst, dass jetzt von Gott seine Herrlichkeit nur unsere Herrlichkeit, dass jetzt von Gott dein nur Einfluss, was wir wollen haben.
Und so wenn die Kirche da besorgt wird über uns System, über uns Wachstum, über uns Numm, dann ist das unsere Kirche. Stellt ihn für einen Former. Der hat von dir lohnt. Aber das Former, der fängt sich an zu vertiefen mit seiner Wirtschaft. Und er will seine Wirtschaft, du sollst die Menschen sollen ihn bewundern, die sollen vorbeifahren, die sollen checken auf seine Wirtschaft. Und so baut sich feine, große Speckerchen vor auf dieser Strom, schmeckt die Gerätschaft und so weiter. Weißt du, was er verjagt? Zu ackern. Stellt dir mal vor, eine Farm, wo sehr Schmack sitzt von Büten, aber der ackert nicht, der Mensch. Weil dann bleibt er bestehen. Und das ist, was wir tun als Kirche. Wir können große Gebiete bauen, wir können alle Dinge tun, das beste Worship-Team haben, das beste Predigt, Jesus, mich. Und wir können alles das Beste haben. Aber wenn das mein Ding ist, und wir bauen unseren Namen, unseren Stadt, unseren Tarm, dann ist das eine Einigkeit ohne Gott. Und wir sind das ein Former. Und für das Former wird auf einmal sein Namen nicht der Art, was wichtig wird. Und das fängt an zu fallen. Einigkeit wird gefährlich, wenn wir ohne Gott eine Einigkeit haben. Das, was sie in Babel hatten. Nicht, was sie würden tun, sagt Gott, was allmählich für diese Menschen. Und das, was es für uns ist. Und so sie bilden eine große Stadt, ein großer Turm. Aber die Motivierung wird arg. Einigkeit ohne Gott. Wenn du eine Kirche nicht lässt, ich will dir Ruhe geben, wo du eine Kirche vernichten. Da die mal zum Freund fängt, mal 20 paar Lied hier in dieser Kirche, dann fangen die an zu vereinigen und schaffen mal jene Lehrer in jene Kirche. Und die wollen nicht wundern, wo hast du die Kirche vernichten kann. Das passiert jeder Tag in Amerika, jeder Tag. Somebody in die Kirche ist nicht mutig. Somebody fängt sich fremd und versucht sich und fängt sich an taub zu schließen. Dann fangen wir an zu protestieren, jene Lehrerschaft, jene Kirche. Und hunderte Kirchen sind vernichtet, hunderte Kirchen wurden gespielt. Weißt du, wo wir? Wenn ich will mein Ding bauen. Na, weißt du, das ist eine Botschaft von uns als Lehrer. Fehlt alles für uns. Aber dass wir nicht Einigkeit haben ohne Gott, dass wir eine Einigkeit haben mit Gott. Und wenn ihr vielmal passiert, dass ich sie nicht mutig in die Kirche und so, ich fange meine Gruppe und dann fange ich mein eine Ding an, aber nicht bloß fange ich mein eine Ding an, ich mache dann die andere Doel ran und ich dort bete und ich weit mehr und das ist die Geschichte und das ist eine Ursache, wohin viele Menschen von Christentum weichkommen. Weißt ihr, wo wir? Wenn wir haben Einigkeit ohne Gott. Wir bauen unsere Kirche, wir bauen uns Tarm, unsere Stadt. Und zur Stoltheit, sagt Gott vertrauen. Und es steht, wie sein Herr, du, dein Ding, deine Vision, deine Kirche, dein Darb, deine Kolonie, dann sei wie, check mal, was wir uns gemerkt haben. Psalm 127, Vers 1, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die für Jesus dort an Bühnen. Wo der Herr nicht über die Stadt wirkt, wirken die weiter für Jesus. In Jakobus 4, Vers 6, du liest, wie Gott als jene, die stolz sind, aber die demütig sind, gibt er Gnade. Drei nur die Geschichte von Abraham. Nu horch, was es sagt. In den Hintergrund von Kapitel 11 wird es sagen, wie wir uns nun bauen, uns Turm, uns eine Stadt. Vorz das nächste, sagt Gott das. In 1. Mose 12, Vers 2. Na Gott hat Abraham gerufen, er sagte das, ich war, horch den Unterschied. Gott sagt, ich war von dir gerufen, Volk merken, ich war die Sehnen, ich war die Nomen, wie bekannt merken, und du warst in Sehnen sein. Von, weil wir uns, nur Gott sagt, ich war. Das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen, die Schwester. Wir haben schrecklich viel Kraft. Wir sind klug. Wir haben Geld. Wir haben alles, was da fehlt. Und wenn wir eine Einigkeit haben für Gott, und Gott sagt, ich war
Nicht Zeug büren, ich wollen nur büren, ich wollen Einfluss geben. Dann werden wir das klar haben, das kommt von Gott. Antrafft ihr, kriegt nicht wir kleiner, große Zeug, das kriegt nicht wir weniger viel Einfluss wie haben. Aber dort muss trägen nur Gott, dass Gott sagt, ich will jünd büren. Ich will jünd abstellen sozusagen. Ich will jünd Stadt büren. Johannes, der Täufer, Johannes, der Däuber kommt. Johannes 3, Vers 30. Weißt ihr, was er sagt? Seine Jünger kommen nach ihm und sagen, schaut mal nur an, so alle Jesus hier an. Dann sagt Johannes das, Heimat nehmen, ich muss aufnehmen. Das muss unsere Einstellung sein. Jesus muss nehmen, wie man aufnehmen. Und so alles, was wir tun, ist Zeug. Und weißt du, wir haben eine goldene Gelegenheit, das Evangelium zu bloßen und ans Deutsche zu falten. Aber das ist nicht unsere Stadt, was wir bauen. Das ist nicht unsere Zeug. Einigkeit mit Gott. Aber dann werden wir schaffen. Und dann werden wir bauen. Und dann werden wir Geld merken. Und dann werden wir Geld geben, zum Gott sein Recht bauen, zum Gott sein Volk, zum uns Volk, was bloß eine deutsche Religion geworden ist. In 500 Jahren von wo wir Menschen wären, die für Glauben sterben, von da sind wir in eine deutsche Religion. Und wie hat er Gelegenheit, in der Religion frisch Leben anzubringen durch Jesus Christus. Und wir haben alle Macht, alle Geld, alle Gaben, rein alles, was uns fehlt, weil wir Einigkeit mit Gott haben. Amen. Und dann werden wir schaffen. Ich würde freuen, dass ihr abstehen. Ziemlich davor, wir hatten eine Geschichte in Babel, von wo die Menschen sich selbst in den Stadt bilden, sich selbst in Turm, einer nur mehr beschützen uns für dort. Help uns, dass wir als Zeug, wir haben viel Macht und viel Kraft und viel Einigkeit, alles, was uns fehlt, dass wir mit Gott Einigkeit haben und mit Gott sein Recht bauen. Amen.